Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Wir sind am Turbo-Kart-Rennen in Wolle und wir haben bei dieser wahnsinnigen Hitze teilgenommen. Falls du noch nie etwas von diesem Event gehört hast, hier eine kurze Erklärung. Wir fahren ein zweistündiges Kartrennen mit Karts, die 80 km/h fahren können. Hier dabei fahren wir mit einem Team von 4 Leuten. Wir können aber auch maximal 5 Personen sein in einem Team. Mindestens müssen es aber 2 sein. Das Ziel ist ziemlich selbsterklärend. Wir haben 2 Stunden ein Rennen, wo man natürlich die beste Position rausfahren muss. Was seit diesem Jahr neu ist, ist, dass wenn man in die Box hineinkommt, mit einem anderen Kart wieder rausfährt. Das bringt einfach nochmal ein bisschen mehr Abwechslung rein und man hat auch ein bisschen Gamblen, weil man kann nicht einfach den Kart auswählen, wo man möchte. Man muss würfeln und durch die Zahl, die man würfelt, kriegt man dann den Kart über, der einem zugewiesen wird. Und falls dir so Kartvideos gefallen, dann tu doch gerne den Kanal abonnieren. Dort dreht sich alles um Kartsport und Motorsport. Und dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß und eine gute Unterhaltung. So, Herrschaften. Was machen wir jetzt? Eingrämen, wichtig. Ja, auch mitgenommen. Also, wie sieht der Plan aus? Also, der Levin macht den Start, he? Haben wir gehört. Scheiße. Gestern schon bei 37 im Schatten. Wir haben jetzt schon 28. Sagen muss, wir machen es so, der Levin ist die beiden Flächen und wir sind der Wand. Das finde ich fair. Start auslösen. Oh, Scheiße. Bro, Scheiße. Und Strategie? Wir haben die zweitbeste Karte. Also ich probiere so lange wie möglich draußen zu bleiben. Es ist zwar hure heiß, aber wir probieren Minimum eine halbe Stunde.
Und? Wie fühlst du dich? Gib mir jetzt erst Wasser. Also am Anfang habe ich mich gut gefühlt. Irgendwann ist es 57 so OP, das haben wir überrundet, keine Chance. Ja, 50, ich habe gehofft, es ist 50 tief, aber dann war leider nicht. Was hast du jetzt gehabt? 50,6. Ja. Pfeffig hat mich ein bisschen abgefuckt. Einer ist richtig mühsam. Einer ist gut. Und sonst gut. Ich habe gute Fights gehabt. Ich musste aber auch noch fighten. Overall dürfen wir, glaube ich, zufrieden sein mit dem, was wir heute können. Aber ich glaube nicht, dass wir dort bleiben, wo wir jetzt sind. Meinst du eher ein bisschen durch noch? Nein, ich glaube, wir kehren nochmal zurück. Ja. Also, wir haben jetzt etwa Hälfte zur Halbzeit. Und wir kommen jetzt gerade rein. Aktuell P6 liegend. Die erste Stint ist etwa 35 Minuten gegangen, es sind etwa 15. Und dann geht es zum Service rein dort hinten. Und? Das Becken hier nicht wieder, wäre richtig. Willst du schon schauen? Aber ich bin glaube ich nicht so knapp, gell? Einmal, wenn ich schauen bist du in der 51er tief gewesen. Aber ich habe das nur eine Runde, die ich geschaut habe. Die schnellste, die ich gemacht habe, habe ich 50, 60 gesehen. Ja. Und vorher sind wir P6 unterwegs gewesen. Keine Ahnung, bis jetzt was gewesen. Also ich habe ja den Grind nass gemacht, alles nass gemacht, weil es schon wieder trocken. Und das ist so gut, es kann wirklich gut. Und also von der Wärme her, ich habe das Visier immer recht offen gelassen. Das macht einfach ganz schön. Aber es fängt dann schon recht. Also ist gut gegangen bei dir? Schon? Ich hätte von der Kraft hätte ich mehr mögen. Ich habe einfach Durst gehabt, wie blöd. Ja. Dominik, was ist los? Dann geht es mit der Zeit nicht aus. Wenn ich jetzt noch, wie lange, 22 Minuten fahre, dann sind wir ja knapp in 1,5 Stunden gefahren. Dann fährst du noch mal 20. Dann sind wir bei 1 Stunde 42. Nicht 10, aber da sind wir schon drüber, wir müssen ja vorher noch. Das heisst, wir müssen mindestens noch mal kürzen, wenn dann. Oder wir tun es rein jetzt noch mal kürzen. Oder wir kürzen auch gleich im Jan rein. Der Jan hat gesagt, wir sind bei 12 Minuten. Bei 12 Minuten habe ich dich angemeldet. Das heisst, du bist etwa bei 14, 15 Minuten reingekommen. Ja, nein. Aussen ich habe mehr gehabt. Nein, Das ist ziemlich genau Wo du eine Runde gefahren bist, habe ich 34 Minuten abgelaufen. Und als du im Kart reingehockt bist, bei mir der Timer losgegangen. Also deine hat auch gestimmt. Oh Nick, das ist heiß. Ja, das ist wirklich heiß. Aber ich darf mich nicht beklagen, ich bin ja nur 15 Minuten gefahren. Können wir nächstes Mal eine Trinkanlage installieren? Trinkanlage? Ja. So einen Camelback da, Das hast du nebenan Ja, nicht. das nächste Mal nehmen wir einfach einen Gartenschlauch mit und spritzen da raus. Können wir das Tor vom Aarauer Stadtlauf bitte hier aufstellen? Mein Helm ist durchgerutscht. Weil nasse Haare und alles gehabt wahrscheinlich. Hast du ein Balaklavaffe? Nein.
Das war viel angenehmer gewesen, um den Hals zu Waterboard gemacht. Also, wir haben Spass, wir haben den Flausch. Jetzt müssen wir ein bisschen gamblen, Stunde noch. 4, 6, 7. Ich hoffe, wir bleiben dort. Das wäre schön. Und? Stark Schuhe gut gewesen, Karte nicht gut gegeben. Nach dem Schluss habe ich Angst, dass ich den Reifen nicht bekomme. Ich bin mega aus Rutschen gekommen. Ja, schade. Irgendwann bist du mal in den 50er Höhe gewesen. Und jetzt am Schluss haben wir müssen spielen mit der Zeit, müssen wir noch wahrscheinlich im Lebensinstinkt kürzen. Und wir hätten jetzt noch ein bisschen länger draussen, glaube ich, wir müssen gamblen, weil es ist ein Kart rum gewesen, den wir nicht haben wollen und ich wollte weghaben. Das wäre nicht. Jetzt hat man gut. Ich weiß es noch nicht. Also der ist glaube ich nicht gefahren am Qualifying, darum kann ich es nicht einschätzen. Das müssen wir ein bisschen beobachten. Ob du zufrieden bist? Ja, viel. Ich wusste auch, ich bin mega zufrieden. Einmal überholt worden, wegen der 5 von selber überholt. Also bin ich voll zufrieden. Tipptopp. Also, das ist kein guter gesehen. Ich habe wirklich gemerkt, ich habe die ganze Zeit verloren. Also am Anfang habe ich 2 langsam überholt, aber nachher ist es nur noch ab. Also ich bin froh, dass er mich rausgeholt. Ich hätte die am liebsten noch früher rausnehmen, das wollen wir aber nicht wollen. Nein, er hätte schon früher Ja, der Dömer hat sein TV-Teamchef Veto eingelegt. Nein, nachher habe ich noch den 63er vor mir gehabt. Ja, schade, voll. Ich hätte nämlich gerne noch gestoppt, weil an einem gewissen Zeitpunkt ist 57 drin war, aber der Dömer hat einfach nicht wollen. Ja. P7. Immer noch okay, aber der kann halt. Ja. Und? Ja, der ist nicht so geil gewesen. Der ist viel geiler gewesen. Ja, meine vorher war auch scheiße. Ich höre jetzt auf die Uhr. Ja, ich glaube, vorher hat er etwas gesagt, noch 10 Minuten. Also wir haben es gerade noch knapp geschafft in der... Ich bin ein bisschen länger gefahren eigentlich. Aber nein, sonst von den Temperaturen geht es schon gut. Das Problem ist halt einfach mehr, dass es anfängt richtig an zu brennen. Ja, von der... Ja. Was ist passiert? Ich habe noch mit dem Query von Ja, du bist irgendwie so 52, 4 etwas gewesen. Ja, aber auf dem 7. Rang. Auch ziemlich weit vorne dabei bei all diesen schnellen Teams, die wir mittlerweile haben. Unsere Influencer-Crew.
Mit der Karte Nummer 56, Unsaved Bros! So, die Moderation mache ich von daheim her und es ist tatsächlich auch schon wieder eine Woche vorbeigegangen, wo ich jetzt das aufnehme und das Turbokartrennen war. Zuerst mal vorab wieder ein riesen Dankeschön an Kapan Wolle für das ganze Organisieren, sowie auch an Mitkonkurrenten, die mitgefahren sind. Aber ich glaube, jeder hat ein bisschen die Wärme gemerkt, es war sehr, sehr warm gewesen. Und darum hat es auch nicht so wahnsinnig viel Videomaterial von neben der Strecke, wie es schon drin hat. Wir sind, so was Aufnehmen anbelangt, nicht so, sag jetzt mal, motiviert gewesen, oder beziehungsweise nicht so motiviert gewesen, in die Sonne zu gehen, weil es ist wirklich sehr, sehr brühend war. Ja, wir sind ja 7. geworden, was sicher eine gute Platzierung war, für das, dass wir ja das 4. hoch sind. Wir haben Glück gehabt mit dem Kart, wo wir ganz am Anfang hatten, also sprich im Training, im Qualifying und auch am Rennstart. Der Simi hat ja ein extrem langes Ding gemacht, einfach nur, dass wir den ein bisschen rausfahren können. Er hat es sehr gut gemacht, also auch da dicke Props gehen raus an ihn, dass er das so durchgezogen hat. Auch ich muss mich ein bisschen an der Nase nehmen. Ich bin halt tätig und habe gesagt, ich möchte es fair gestalten und möchte, dass der Levin auch seine Fahrzeit bekommt und nicht, dass wir ihn frühzeitig reinnehmen, nur dass wir wieder einen guten Kart haben. Ich denke, dort haben wir schon viele Sekunden verspielt und das sind wir auch komplett auf meine Kappe und es tut mir auch leid für die mit mir zusammen mitgefahren sind, dass ich dort ein bisschen meinen Kopf durchgesetzt habe und mehr auf die Fairness gegangen bin und nicht einfach mehr aufs Ergebnis. Aber es sind alles so Sachen, die man ein bisschen daraus lernen kann und ich denke, ideal ist schon, wenn man das 3. hoch irgendwie an den Start geht, weil ich denke, das 4. hat man halt doch nicht mehr so die Flexibilität und das 2. wird wahrscheinlich zu anstrengend sein. Ja, aber das wäre es wieder von diesem Event. Wie gesagt, macht jedes Mal wieder aufs Neue sehr, sehr Spass. Ich freue mich auch wieder aufs nächste Rennen, das dann Ende August ist. Jetzt im Juli ist kein Rennen mehr. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Natürlich würden wir uns auch über einen Kommentar von euch freuen und dann würden wir uns dann wieder im August sehen, am nächsten Turbokartrennen.